Der letzte Schliff vor dem großen Tag. Christian Philipps und sein Geselle Fahan Mohammed stellen sich der Stollenprüfung, einem freiwilligen Qualitätstest der Bäckerinnungen. In Cham treten die beiden mit Mohn, Nuss, Christstollen und dem kleinen Südländer, ihrer Eigenkreation, an. Fahan will sich heute bei Prüfer Manfred Stiefel seine Sporen verdienen. Heute ist mein erstes Mal. Ja, und ich bin schon nervös. Ein alter Prüfungshase wie der Bäckermeister ist da gelassen, oder? Unser Anspruch ist ja, ein gutes Produkt abzuliefern. Deswegen ist auch bei mir natürlich immer ein bisschen Anspannung mit dabei. Die Werke von insgesamt 5 Bäckereien aus dem Landkreis Cham nimmt Manfred Stiefel heute unter die Lupe. Der gebürtige Berliner ist selbst Bäckermeister und seinen untrüglichen Sinnen entgeht nichts. Er prüft das Aussehen. Der Teig darf weder zu fest noch zu weich sein. Ganz wichtig auch der Duft. Und natürlich das Aroma, die Harmonie der Zutaten. Ja, das muss ein ausgewogener Geschmack sein. Und natürlich auch, was ganz wichtig ist, ist dieses Kaugefühl. Also er muss saftig sein, es muss einem auf der Zunge zergehen. Und? Haben Sie das alles erfüllt? Wir haben unsere Mühe gegeben, wir haben uns das Beste gegeben. Natürlich wollen wir das Bestmögliche, das wäre ein sehr gut. Aber mit einer 3 wären wir jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht. 3 Tage zuvor in der Waldmünchner Backstube ist das Prüfungsgebäck noch im Entstehen. Das wird der klassische Christstollen. Stollenbacken ist kein 0815. Früchte sollten ganz sein, nicht zerquetscht oder aufgebrochen. Wir versuchen halt möglichst viel Feuchtigkeit reinzubringen. Da ist natürlich der Ehrgeiz geweckt, dem Prüfer und auch den Kollegen und zu zeigen, dass wir gute Stollen backen können. Im Eifer des Stollengefechts sind sich Meister und Geselle nicht immer einig. Ich habe die Teige gerne weich, mit möglichst viel Feuchtigkeit drin, weil das ja der Frischhaltung zuträglich ist. Und genau. Also Chef hat immer recht, der ist auch Meister. Dankeschön. Aber nach meiner Meinung halt, muss ein bisschen fest sein. Nur 5% noch dazu. Aber weil der Chef immer recht hat, bleibt der Teig eben weich. Kann ein Somalier mit Advent und Stollen überhaupt etwas anfangen? Wir haben keine Weihnachten und so viel Sachen haben wir nicht wie hier. Aber ich mag sehr gerne Stollen, ja. Und das macht mir einfach voll Spaß. Wenn die sagen, hast du gut gemacht oder hat es super geschmeckt. Als Flüchtling kam Fahan nach Deutschland und machte bei der Bäckerei Philipps ein Praktikum. Er ist herausgestochen aus allen und wir haben gewusst, wenn, dann soll er der Lehrling werden, ja. 2019 hat er dann die Gesellenprüfung sogar als Innungsbester absolviert. Wenn ich was mache, ich will, dass die immer Hochqualität sind und das ist auch mein Ziel. Die Teigmenge pro Form muss exakt stimmen. Genauso beim Backen die Stolleninnentemperatur. 93, jetzt kann es schon passen. Dann ordentlich Butter und Zuckerüberzug mit Gefühl. Nicht zu viel, nicht zu wenig, so dass eine schöne Kruste sich bildet. Nach dem Auskühlen die Probe aufs Exempel. Einmal frei. Sehr saftig. Mir schmeckt er auch. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern, ne? Ob Manfred Stiefel auch nichts auszusetzen hat? Vor dem Christstollen nimmt sich der Prüfer noch ihren Nussstollen vor. Ja, die Aufregung steigt natürlich ein wenig. Jetzt kommt der größte Augenblick. Grundsätzlich ist es ein sehr guter Stollen, was mir nicht ganz 100% gefällt. Die Kruste ist mir ein klein bisschen zu dick. Der Stollen ist vielleicht einen kleinen Moment zu lange gebacken. Also den Stollen etwas kürzer zu backen wäre gut. Nicht optimal gelaufen. Jetzt der Christstollen. Nur mit voller Punktzahl gibt es ein sehr gut. Wer wird bei der Teigkonsistenz wohl recht behalten? Ein sehr schöner Stollen, sehr ausgewogen, geschmacklich hervorragend. Früchte vorher schön eingelegt, gute Verteilung, also das passt insgesamt sehr schön. Sehr gut, volle Punktzahl. Danke schön.
Ich habe vorher gesagt, der Teig passt. Viele andere haben gesagt, der Teig ist zu weich. Und wenn ich mich jetzt da hätte vertan, das wäre natürlich schon ein bisschen blöd gewesen. Ne? Aber ich bin froh, dass es so ist, ja. Und dann ist da ja noch die Eigenkreation. Ein Stollenexperiment inspiriert durch Fahans Heimat Somalia. Die beiden Bäcker hoffen damit auf einen Trumpf für die Prüfung. Ein solcher Stollen, wie wir ihn jetzt hier heute machen, birgt ja auch ein gewisses Risiko, weil man weiß nicht, ob sowas überhaupt als Stollen gefragt ist. Also die ist ganz andere Stollen, die ist kleine Südländer heißen die. Zum Beispiel ist Feigen drin, Aprikosen und Dattel und Rosmarin. Also wenn ich was zu tun habe oder Feigen sowas, dann ich erinnere schon meine Heimat. Für noch mehr Exotik sind auch Pistazien in der Nussmischung. Das ist eine ganz extravagante Note. Man kann es gar nicht so genau einordnen. Nach dem Backen geht es an die erste Analyse. Und da ein Malheur. Diesmal war zu viel Teig in der Form und der Stollen hat am Boden einen unschönen Rand. Es braucht ein Stollenlifting. Im Idealfall sollte das natürlich nicht gemacht werden. Aber das hat keinerlei Auswirkungen auf den Geschmack. Und dem soll Zimt im Zucker noch mehr Pep verleihen. Ob das Stollenexperiment bei Manfred Stiefel in Cham zündet? Es riecht nach Zimt. Ganz anders. Interessant. Und das optische Malheur? Die Aprikosen da drin, Pinienkerne, Nüsse. Also das ist ein sehr ausgewogenes Verhältnis. Und auch von der Optik sehr ansprechend. Puh, geschafft. Jetzt entscheidet der Geschmack. Aber der Geschmack ist sehr schön, finde ich sehr interessant. Okay. Aber insgesamt ein sehr gutes Produkt. Super, danke. Das war ja, wie man den Prüfer gehört hat, doch sehr gut, hat er gesagt. Somit bin ich zufrieden. Und ist auch eine sehr gute Feedback bekommen. Ja, das macht auch einen Eindruck. Und ja, ich freue mich einfach sehr. Die Stunde der Wahrheit. Allen Prüflingen überreicht der Kamerinnungsobermeister eine Urkunde. Hoffentlich ist für unsere beiden keine 3 dabei. Also die Bäckerei Philips wurde ausgezeichnet mit sehr gut der Christstollen und der kleine Südländer. Und mit gut wurde der Nussstollen und der Mondstollen ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Dankeschön. Und auch weiterhin gutes Gelingen. Vielen Dank. Dankeschön.